Die Idee von dem Ganzen ist, dass wir ein Raster haben, wo man die einzelnen Puzzleteile nachher im Detail zuordnen kann. Grüezi miteinander. Heute sind wir in der ersten Woche, der 5. Tag im ersten Monat. Im Schöpferkalendersjahr 6756. Wieder an einem gewöhnlichen Werktag sind wir heute zusammengekommen. Vida, Tonia und ich. Und wenn die Zeit reicht, vielleicht am Ende von diesem Podcast, werde ich auch noch etwas über das Frühlingsfest erzählen. Zuerst aber lesen wir die Verse aus dem Buch von Daniel. Um uns noch besser in der Zeit einzuordnen, sattelfest zu werden, müssen wir den Sattel mehrmals noch binden und den Gurt fest anziehen. Jetzt übergebe ich dir. Okay, wir fangen heute an mit nochmal einer kleinen Vertiefung in Daniel. Und zwar würden wir im 7. Kapitel anfangen. Und zwar auch schon in der Mitte. Also es ist so, wir würden jetzt durch den Daniel nach hinten uns durchkämpfen und die Bibelverse probieren anstreichen. Also ein bisschen die Nähe nehmen. Okay, und zwar Daniel 7,25. Und er wird frech reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Ich schreibe jetzt das gleich dran, es beruhigt mich. Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Und im Büchlein wäre es da. Zeit, Kreuzigung, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Zeiten, ich muss 2 schreiben. 2 Zeiten. Haben Sie da gelesen? Ist in Klammern. 2 Zeiten ist bei dir auch in Klammern. Lustig, he? Genau. Wir haben unterschiedliche Übersetzungen und das ist auch gut. Da merkt man auch gerade, wenn es ein bisschen Unterschied hat. Dann kommt man ein volles Bild über. Es gibt noch ein zweites zu dem Thema, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, und zwar auch noch in Daniel. Jetzt blättern wir ganz kurz ganz hinten, ins 12. Und zwar... Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er eine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Auf der nächsten Seite haben wir da beim 12. Das Beispiel, das wir letztes Mal hatten mit diesen 2 Engeln, die miteinander reden. Sollen wir das auch noch mal schnell lesen? Das ist 12. Daniel 8,12. Dort drin ist das beschrieben mit diesen 2 Engeln, die wir das letzte Mal hatten, wo es über die Zahl 2300 geht. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen, ordnungsgemäßen Opfer, wegen des Frevels, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete:
Wie lange gilt dieses Gesicht? Nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst zur Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir: bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Wenn wir jetzt das hier probieren einzuzeichnen, oder? Jetzt haben wir keine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Jetzt wären das ja hier 5,5 von denen. 1, 2, 3, 4, 5 und eine halbe. Und nachher noch 2,5. Okay. Wir wissen, eine Zeit hat 900, 450 und von der Ankündigung nochmal 50. Oder ein bisschen vorher wird es angekündigt. Gott tut immer beim Jubeljahr ankündigen und erzählt von dort an. Dann haben wir das alles zusammen. 2300 Jahre Sonnenwenden. Die Zahlen zusammen geben das. Also haben wir hier den Bibelvers dazu. Also die zwei reden ja miteinander. Wie lange geht es, bis das alles zu Ende geht? Und das passt auch. Dann, gerade noch auf der gleichen Seite, aber das 19. finde ich noch wichtig. Und er sprach: siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Genau, da finde ich vor allem spannend, wie es heißt, es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Also, dass der Daniel da instruiert wird fürs Ende. Bescheid zu wissen. Und auf der nächsten Seite 26. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr, und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Genau, bei mir steht: du aber halte die Vision geheim, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Also da bestätigt es mit dem, dass es versteckt ist und dass es wieder vorkommt, dass wir das wieder entdecken dürfen. Es macht keinen Sinn, dass wir das erst verstehen dürfen, wenn wir daheim sind. Also es ist ja eine gewisse eine Warnung und auch eine Hilfestellung, dass wir uns einordnen und die Sachen wissen. Genau. Dann gehen wir weiter, kommen wir zum 9. Da kommt dann die 70-Jahr-Woche Apokalypse. Genau. Bei mir steht Daniels Bußgebet und das Geheimnis der 70-Jahr-Wochen. Mir steht es noch im Titel, dass es Jahrwochen sind. Bei dir glaube ich nicht, gell? Genau, es ist ab dem 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, aber Jahrwochen, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls, also der Verkündigung, zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Die Idee von dem Ganzen ist, dass wir ein Raster haben, wo man die einzelnen Puzzleteile nachher im Detail zuordnen kann. Wenn du den Gesamtraster hast, dann ist es so, wie wenn du von deinem Puzzleteil erstmal bringst es du auf eine Ebene und zweitens siehst du anhand vom Rand auch schon, wo kommt dein Puzzleteil ungefähr hin. Wenn du den Raster nicht hast, dann ist es, als ob wir probieren, die Puzzleteile in der Luft zusammenzusetzen. Oder? Und dann muss jeder eins heben und wir müssen das ganze Puzzleteil in der Luft zusammensetzen.
Sehr schwierig. Und dann geht es auch irgendwie immer wieder davon. Du kannst sie irgendwie gar nicht richtig reinklicken, wo sie hingehören. Und dann werden sie immer wieder weggerissen und woanders hin versorgt. Aber wenn wir den Raster haben, wenn wir das Gesamte verstanden haben, in welchem Ablauf das was passiert, dann können wir die einzelnen Ereignisse dort hin tun und dann sehen wir das Bild dann auch klarer. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut, und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Das läuft genau bis dort. Ich probiere euch das mal schnell aufzuzeichnen. Wir reden hier von 70 Jahrwochen. Der erste Teil vom Vers. So sollst du denn erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis es dem Gesalbten einen Fürsten, sind es 7 Wochen. Also 7 Jahrwochen. Wie sieht das aus? 7 Jahrwochen. 1 Jahrwoche. Also zuvorderst kommt ein Jubeljahr, dann 7, zuhinterst ist es Shemitah, und da haben wir Arbeitsjahr. Sollen wir das irgendwie noch speziell anmalen? Machen wir es gerade pink. Das Jubeljahr ist pink geworden. So. Und das Ganze wiederholt sich. Das war jetzt nicht. Also, eine komplette Jahrwoche von der Ankündigung, da mache ich ein kleines Hörnchen an. Der Tempel soll aufgebaut werden, bis ein Gesalbter. Was machen wir da? Ein Krönchen. Und ein bisschen Öl aufs Krönchen, aufs Haupt. Kommt, sind es 7 Jahrwochen. Und dann geht es weiter. 62 Jahrwochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in bedrängter Zeit. Also nachher geht es 62 Jahrwochen lang. Ganz schön, ne? So, jetzt zählen wir mal durch. Also wir machen hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahrwochen. Und jetzt schauen wir mal, ob es aufgeht auf 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also da haben wir, schau, ja, dort. 62 Jahrwochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Okay, die 62 bis dahin
Das sind jetzt mal unsere gelben. Das ist da, wo es aufgebaut wird, unter Bedrängnis. Stadt, Graben und Platz wird hergestellt. Was das im Detail heisst, tun wir später noch probieren zu ertasten. Aber wir sehen mal, das sind die. Und vorher haben wir die 7 gehabt. 2, 3, 4. Von der Ankündigung, bis es losgeht. Und die letzte, die orangige, die lesen wir nach, oder? Das haben wir schon gelesen. Jetzt lesen wir noch 27 und dort beschreibt es jetzt die letzte. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Okay, wir sehen hier eine Jahrwoche und zur Hälfte passiert etwas. In der Mitte passiert etwas. Wir wissen, dass hier alles fertig ist. Da ist dann finito fertig lustig, oder? Ihr Schuh kommt zurück. Wo sind wir denn jetzt? Genau, das wäre ja in dem Fall das 144. ist voll. Also ist da 144, das sind die Pinken da vorne, die Jubeljahr. Genau, pink. Das 144. ist voll. Nachher kommt das 145. Und wenn wir ja alles richtig verstanden haben, haben wir letztes Mal schon gesagt, geht es da noch 1,5 Monate ins Neue rein. Aber 144 sind da voll. Okay. Und jetzt, wenn wir hier retour zählen, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135. So. Genau, also das ist die letzte Halbzeit ab da. Das sind genau 450 Jahre. Das da sind 450 Jahre. Von da bis da. Und wenn man das hier dazu nimmt, sind es 500. Und so hat er es ja versteckt. Weil man denkt ja 500, halb, das ist ein halber Tausiger. 1000 ist immer ein Päckchen. Nein, so hat er es versteckt, weil 900 ist ein Päckchen, aber er kündet es 50 Jahre vorher an. Und so hat er die Verwirrung zugelassen. Also, wo sind wir jetzt heute? Wo sind wir jetzt? Ja. Wo sind wir heute? Ja. 136. Jubiläum, gell? Genau. Da, jetzt muss ich schnell lernen. Wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird 25 sein, 24, 23. Jetzt sind wir da. Da sind wir! Jupidu! Und ihr seht, wow, geht noch mega lang. Und fühlt sich so an, wir sind schon in bedrängter Zeit. Es ist im Wiederaufbau. Ja, doch, mal. Passt. Fühlt sich auch so an, wie das da beschrieben ist. Vom Ende. Genau, und es geht noch lang. Ja. Denn es ist noch nicht so gleich da. Genau, gehen wir weiter. Und zwar so, dann wären wir beim 10. Und da würde ich gerne lesen Daniel 11, 27. Die beiden Könige aber haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Genau, aber es wird ihnen nicht gelingen, denn das Ende verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und es hat gerade hier nochmal eine beim 35.
Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Genau, bei mir steht denn, es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Ich finde es wichtig, dass man versteht, dass Gott will es nicht vorziehen. Er hat einen fest gesetzten Plan, einen Zeitplan. Er hat auch eine Agenda, und er möchte einhalten und er möchte es gut zum Ende bringen, dass möglichst viele dabei sind. Und er will es nicht vorziehen, sondern er lässt alles zu, weil er hat gesagt, es soll so sein, aber er hat seine schützende Hand darauf, dass es eben nicht zu früh zum Ende kommt. Genauso wie er auch beim Turm Babel irgendwo durch die Sprache verwirrt hat, damit die Menschheit nicht zu schnell sich zusammenrauft und irgendwie sich gegen Gott verbündet und die Chance hat, alle zu verführen, zu fest. Also der Böse. Dass er das nicht so kann, hat er zum Beispiel die Sprachenverwirrung gemacht. Ich finde, dort hat er auch schön bewiesen, dass er möchte die Zeit auslaufen lassen. Aber der Böse möchte es vorziehen. Er möchte uns, damit wir in die Angst und Panik hineinkommen und schlechte Entscheidungen treffen oder Angst haben, eine Familie zu gründen oder ein Häuschen zu bauen oder uns zu investieren. Er möchte eigentlich, dass wir schon abbrechen. Also der Böse möchte es vorziehen. Und da steht so schön, aber es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und es wird ihm nicht gelingen. Da steht es. Wir können vielleicht noch schnell zurückgehen zum 17. Aber es wird keinen Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Dann muss ich da anstreichen. Er wird aber sein Augenmerk darauf richten, sein ganzes Königreich in die Gewalt zu bekommen und sich dazu mit ihm zu vertragen und wird es durchführen und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben, um es zu verderben, aber sie wird nicht bestehen und wird für ihn nichts ausrichten. Mir steht, aber es wird keinen Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Ja. Es wird ihm nicht gelingen. Also bis am Schluss, in der letzten Jahrwoche wird es genau. Ich denke, irgendwie hat es auch vielleicht eine Parallele mit dem Tempelaufbau. Sie wollen den aufbauen, oder? Wenn man sich überlegt, da wird es verkündet und scheinbar, es ist unvorstellbar, dass das noch so lang sollte gehen, bis sie den aufbauen. Es gibt mehrere Optionen. Vielleicht sind sie ja gar nicht am richtigen Ort am Bauen. Oder er verzögert das wirklich noch. Wir werden es spannend beobachten. Und das 135. Jubeljahr hat ja 1968 angefangen. Also, und dann haben sie eigentlich auch Jerusalem eingenommen. Oder? Das war ja der 6-Tageskrieg dort auch noch. Genau. Wo das verkündet worden ist, wo der Schofarblöser das richtig angekündigt hat, oder? Dass jetzt Israel wieder ein Augenmerk ist für die ganze Welt. Damit alle dort hinschauen und sehen, aha, jetzt geht es im Ende zu. Aber das Ende ist noch nicht da. Ja. Es muss noch, bis zur bestimmten Zeit werden die Generationen noch müssen kommen, die noch fehlen. Und da wissen wir auch, wie viele Generationen das es noch sind, oder? Das ist mega spannend. Wenn wir da heute schon drauf eingehen. Schauen, wie weit wir kommen. Ja. Genau, er will die ganze Ernte heimtun und keine Generation früher. Ja. Bis ganz zum Schluss. Und wir denken, wir sind in dieser Generation, wo eben das wiederhergestellt wird. Wo das Wissen wieder darf. Alle erreichen. Dann gehen wir zum 12.
Das haben wir schon gelesen, Zeit und eine halbe Zeit. Aber am Schluss vom 12 ist das noch drin mit diesen 2 Zahlen. 1290, 1335. Genau. Die 2 Zahlen sind da drin. Und jetzt lesen wir das mal und probieren die nachher darauf einzuordnen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber gehe hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen, zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Okay, das sagt er da zum Daniel, er darf in Ruhe. Also, irgendwie hat er mir ja schon ein bisschen leid, der Daniel, er hat so viel gewusst und es steht auch irgendwo, niemand hat ihn verstanden. Und ja, hat das alles aufgeschrieben für spätere Zeiten. Aber ja, er hat es wieder sehen, noch hat er viel Unterstützung gehabt, viel Verständnis gelernt. Er hat es einfach aufgeschrieben. Ja. Er hat es für uns aufgeschrieben, damit wir es jetzt entschlüsseln können. Sticht für mich vor allem auch ins Auge das regelmäßige Opfer. Manchmal auch übersetzt als tägliches Opfer. Und das ist ein riesen Unterschied, weil regelmäßiges Opfer heisst ein geregeltes Opfer, ein Opfer, das ordentlich abläuft und in einer Regelmäßigkeit und nicht unbedingt täglich. Es hat einfach Ordnung. Alles hat seine Ordnung und seine Zeit. Genau. Und es ist nicht jeden Tag gleich. Wir haben heute einen Werktag. Und genau. Ja. Und da steht auch noch, um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Und beides haben wir da auch im Daniel 9, im 27, wo wir über das Orangige da geredet haben, oder? Über die letzte Jahrwoche ist beides auch drin. Eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen, oder haben wir das regelmäßige Opfer. Und auf dem Flügel von Gräueln haben wir auch, ist auch da drin, da um den verwüstenden Gräuel einzustellen. Also da merkt man, wir reden von dieser Woche da, von dieser letzten Jahrwoche. Und wir wissen ja, dass die 2 Zahlen zusammen zählt, geteilt durch 30. Die Anzahl ist von einer kompletten. Die Monatsanzahl ist von einer kompletten Jahrwoche plus 1,5 Monate, wenn wir alles richtig verstanden haben. Ziel ist es, die 2 Zahlen richtig einzuordnen. 290 und 1335. Wir sind in der letzten Jahrwoche unterwegs. Wir machen hier mal so einen orangigen. Das ist wieder Shemita da ganz am Schluss. Das wäre hier ja auch. Und da machen wir 6 daraus. Genau. Genau, wir machen das ganze orangig, weil das ist die letzte Jahrwoche. Weil wir wissen, dass die 2 Zahlen zusammen eine komplette Jahrwoche ist. Genau, in der Mitte von der Jahrwoche. Wo ist denn da die Mitte? Da ist die Mitte. In der Mitte von der Woche heisst es, der Gräuel wird aufgestellt. Das regelmäßige Opfer wird abgeschafft. Wäre es schön, ich könnte das zeichnen. Okay. Weißt du, dass du Künstlerin bist? Ja, genau. Den haben wir. So lernen, wie ich das mache. Genau, wir wissen, jedes Jahr hat 12 Monate. 12 Monate. Und da bis in die Mitte sind es 6. Aber wir haben ja noch 13 Monate. Und zwar in einer Jahrwoche 2 bis 3. Ich schreibe das mal an. 2 bis 3 13 Monate in einer Jahrwoche.
diese Zahl geteilt durch 30 gibt 43. Was haben wir denn da schon? 2, 4, 6, 42. Da braucht ja noch der 13. Ah, der 13. braucht es noch. Ich weiss, wo er hinkommt, weil ich natürlich schon vorgeschaut habe. Also schaue ich da an. Der 13. kommt da an, plus 13. So Gott will und wir alles richtig verstanden haben. Wir dürfen im Feintuning dann schon noch mal ein bisschen unsere Sache korrigieren, wenn es so weit ist, gell? Falls wir nicht alles richtig verstanden haben. Wo bin ich? 2 bis 3 13. Monate müssen hier rein. Es ist mal einer da versorgt. Dann hätten wir ja die 43 Jahrwochen. Und auch spannend ist, in der Offenbarung irgendwo ist geschrieben, dass es 42 Monate lang die Verfolgung ist auch, wo die Brut in die Wüste flüchtet mit dem Kind. Weißt du, das ist Offenbarung 12. 42 Monate. Habe ich es richtig im Kopf? Und ich bin jetzt schnell in die Offenbarung hinterher. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Offenbarung 12, Vers 6. Genau. Also da sind wir da, die Wehenlänge der ersten Wehe, die geht offiziell bis einen Monat vor der Mitte. Und da kommen wir hinten nachher noch zu vielen Details aus der Offenbarung, was denn da in dem Monat alles noch passiert bis zu der Mitte, bevor dann die zweite Wehe anfängt oder darüber ausgeht, plus 1,5 Monate, weil da auch noch ein 13. drin ist, und zwar da, plus 13. Jetzt haben wir ja erst 2. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht hat sie noch einen 3. in dieser Jahrwoche, dann kämen wir nur 15 Tage ins neue Jahr und dann wären wir genau beim Passafest, gell? Aber da wir ja genau das Ganze verstanden haben und wissen, wo wir in der Zeit stehen, dann können wir natürlich auch vorausschauen mit dieser Tabelle, wo die 13. Monate sind, und darum wissen wir, sie sind da und da. Und darum sind wir auch ziemlich sicher, dass es bis zum 2. Pessach geht. Aber wie schon gesagt, wir sind offen für Argumentationen. Und natürlich für die Korrektur von unserem Schöpfer, höchstpersönlich. Auf der anderen Seite können wir das auch noch nachrechnen, geteilt durch 30. Auch da haben wir wieder, in jedem Jahr hat es 12, 12, 12 und da 6 plus ein 13. Also 6 plus 12 plus 12 plus 12 plus ein 13. Alles zusammenzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 43. 43. Da fehlen eben noch 1,5, wo es ins Neue hineinkommt. 1,5. Zusammen 44,5. Also müsste das 44,5 geben. Das habe ich in meinem Büchlein auch irgendwo aufgeschrieben. Da. Genau. 1230 gut. 44,5. Geht auf. Passt. Perfekt. Yay! Okay, haben wir die schwierigen Zahlen von Daniel alle versorgt? Also, das war jetzt der erste Teil gewesen, und jetzt gibt es noch einen zweiten Teil, den wir haben heute. Aber müssen wir ein Feuerchen machen? Ich habe mega kalt. Es ist kalt. Gell? Sollen wir schnell eine Pause machen und machen wir einführen? Eine Pause. Einen Kaffee trinken und dann machen wir weiter. Bis nachher. He? Okay, bye bye.
aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben und gegen das andere und ein Reich gegen das andere, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse vom Himmel her große Zeichen geschehen. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und durch Saufen und mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesen allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn.